Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige, am 4. Sonntag in der Fastenzeit haben wir das rosa Messgewand an. Am Altar stehen Blumen. Es könnte die Orgel erklingen. Es ist das Zeichen der geistigen Freude, die dem Gebet und dem Fasten entspringt. Freude über den Sieg über den alten Adam, Freude über die das bezwungene Laster, die bezwungene schlechte Gewohnheit, den bezwungenen Stolz, Ehrgeiz, die Freiheit eben der Kinder Gottes, die, so wie der heilige Paulus uns heute erklärt, Söhne Abrahams sind, aber eben nicht Söhne der zweiten Frau, nicht Söhne der Magd, sondern Söhne der freien Frau, Söhne Sarahs sind, die wir ja sein wollen, die wir sind, wenn wir uns bezwingen, wenn wir unser Laster, unsere Sünde, unsere schlechten Neigungen bezwingen, dann ist es natürlich, dann kommt es spontan, dass diese geistige Freude in uns in Erscheinung tritt, und die Liturgie hilft uns dabei mit dem rosenen Messgewand und mit den schönen Worten des Anfanges der Heiligen Messe: Laetare, Jerusalem, erfreue dich, Jerusalem. Und zwar geht es hier, um das geistige Jerusalem, nicht das Jerusalem, das irdische Jerusalem, von dem der heilige Paulus sagt, dass es in der Knechtschaft lebt, auch nicht das jetzige Jerusalem, das uns alle knechtet, sondern es ist das freie Jerusalem der Kinder Gottes, des Neuen Testamentes, des ewigen Bundes, der Freiheit in Jesus Christus, in seiner Erlösung, jene Freiheit, die also noch einmal aus dem Gebet und aus der Buße entspringt und die wir in jedem großen Ereignis der Menschheitsgeschichte, in jedem großen Ereignis des Alten Testamentes ja nachvollziehen können, sei es Samson, sei es Moses, sei es Elias. Moses steigt doch auf den Berge Sinai, und im Gebet und im Fasten erhält er die 10 Gebote, die er dann aufgrund der Völlerei, des Festes und des sich hingeben an die weltlichen Freuden des Volkes am Fuß desselben Berges diese Tafeln wieder zerbricht, zerschellt, weil das Volk durch seine Unbußfertigkeit, durch seine Genusssucht nicht würdig war, die 10 Gebote zu empfangen. Und dann steigt er wieder auf den Berg und dann wird wieder gefastet und wieder gebetet, und es kommen also dann die endgültige Fassung, die dann das Volk annimmt. Und bis heute gelten die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind nicht positives Gesetz, es ist natürliches Gesetz. Die 10 Gebote sind nicht eine Konvention der Menschen untereinander, sondern sind das im Herzen des Menschen geschriebenen Gesetze, die Gott dem Moses nur in Erinnerung ruft auf dem Berge Sinai, und die heute noch einmal genauso gelten wie damals. Und so wie nun Abraham die Magd verjagt hat und den Sohn der Magd, weil er nur den freien Sohn und die freie Frau behalten wollte, so sollen wir, sagt uns der heilige Paulus, die Knechtschaft der Sünde, die Knechtschaft des Irrtums verjagen. Und somit, nachdem wir und nicht vorher die Knechtschaft unserer eigenen Sünde, unseres eigenen Lasters, unseres eigenen Irrtums in uns verjagt haben, so ist es eine Pflicht, die Sünde, die Knechtschaft des Irrtums auch außerhalb, auch in der Gesellschaft zu verjagen. Ja. Es ist nicht möglich für einen Katholiken, am gestrigen Tag in Schweigen gehüllt zu bleiben, wenn die Sünde gegen Natur, die nicht einmal genannt werden soll, wie der heilige Paulus sagt, in England Gesetz wird. Da ist fast das Schweigen eines Katholiken oder eines vermeintlichen Katholiken, liebe Gläubige, schlimmer noch als die Verabschiedung des Gesetzes durch das protestantische England selbst. Ein Hinweis mehr, dass eben noch einmal unter der Kuppel von St. Peter
unter den Mauern des Vatikans ein Eindringling wohnt und nicht der legitime Nachfolger des heiligen Petrus. Ja, wir müssen den gleichen Freimut, den gleichen Mut, den gleichen auch stolzen Mut eines Moses, eines Patriarchen des Alten Testamentes aufbringen, der ganz einfach zum Pharao geht und ihn von seitens Gottes befiehlt, das erwählte Volk freizulassen. Nicht, da hat Moses dem Herrn Gott geantwortet, nein, ich kann da nicht hingehen. Herrgott, das ist ja, der hat einen anderen Glauben. Ich würde ja gegen die Religionsfreiheit verstoßen, wenn ich dem armen Pharao einen Order gebe, der ja nicht seinem Glauben entspricht. Das ist gar nicht wahr. Der Pharao war in schlimmstem Heidentum verhüllt und das war eine Gnade für ihn, dass Moses zu ihm geht und ihn lehrt, dass er das erwählte Volk befreien soll. So wie dann im Neuen Testament Christus ja den Aposteln sagt, geht hin, lehret alle Völker. Nein, sagt das Konzil, darfst du nicht machen. Denn wenn dieses Volk ein Heide ist, darfst du dich nicht da irgendwie einmischen. Nein, man darf nicht Russland die Mutter Gottes weihen. Das wäre eine Einmischung in internationaler Politik. Das könnte einen Krieg verursachen. Mutter Gottes weiß, was sie verlangt hat. Sie hat verlangt, dass Russland dem unbefleckten Herz geweiht wurde und es wurde noch nicht gemacht. Und so sehr die Gesellschaft heute ein Trümmerhaufen ist, so sehr bleibt es unsere Pflicht, nach wie vor die Wahrheit, die 10 Gebote des Alten Testamentes und die Gebote des Neuen Testamentes zu verkünden. Auch öffentlich. Wenn wir am 8. April in Verona öffentlich auftreten werden gegen die doch zu große Korruption in dieser Stadt, so müssen wir das in diesem Geiste tun. Und wehe, wir tun es nicht in diesem Geiste. Wehe, wir zeigen mit dem Finger auf die Korruption der weltlichen und kirchlichen Gesellschaft, wenn wir selber natürlich nicht in uns den Irrtum und das Laster bekämpfen, dann wären wir wirklich die perfekten Pharisäer und es wäre für uns eine ewige Schande im Verlust des Heiles. Aber nicht deshalb müssen wir den Mut verlieren, wir müssen an uns selber Hand anlegen, aber auch an unserer Um- und Außenwelt. Es ist unsere Pflicht als Getaufte und als gefirmte Katholiken. Also wir wollen die allerseligste Jungfrau Maria, die Mittlerin aller Gnaden, bitten, diese Fastenfreude in uns, in diesem heutigen Sonntag wach zu halten, um uns auf die dann strahlende Osterfreude letztendlich vorzubereiten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.